Marius, ik begeistert im Namen des Herrn Jesus Christus, der uns einlädt, zum Kommen und annehmen, was er für uns recht gemerkt hat. Sehr passend Leid für die Botschaft, die der Herr gegeben hat für von dir. Die Thema von der Botschaft ist von Gott Jewaelt. Gott hat die in mir gewählt. Nicht bloß als er ihr sagt, in den Elend, wo wir wären, wo nicht uns dort an empfehlen deed, aber eer hij de Welt grundleggen deed, wählt hij die. Und hij wählt mich. Ist das nicht ein wundervoller Gedanken, eine Wahrheit? Gott hat uns gewählt. Wir sind ganz durch die Bibel von Anfang an, wo Gott sich Menschen wählen deed. Und er hat bloß Wasser von den abgeschrieben lassen, uns zu der Lehre. Wenn das alle abgeschrieben wird, dann würde es sehr viel Becher geben. Aber das Buch, was er hat abgeschrieben lassen, ist geschrieben uns zu der Lehre, sodass wir dadurch lernen können, verstehen können, wer Gott ist, was sein Plan ist für uns. Und wir haben sehr viel in Gott sein Wort, was wir uns annehmen können. Mein Gebet ist, dass wir von dir wollen ein bisschen ein tieferes Verständnis kriegen, von was Gott sein Plan für uns persönlich ist. Gott wählt sich Noah. In der Zeit, wo die Welt sehr voll Sünde war. Ganz erg gehen. Aber Gott wählt sich Noah und er ruft an in 1. Mose, Kapitel 7, Vers 1, sagt, und der Herr sagt zu Noah, go in das Schaf nehmen, du und deine Familie, ich habe gesehen, dass du in dieser Zeit ein gerechter Mann bist. Gott hat gemacht, was die Menschen deuten. Er wird geworden von jeder einen von dir. Und er sagt, Noah, und er sagt, die und deine Familie beobacht. Und ich habe die gewählt. Go in das Schatten nehmen. Ich will die raten. Gott wählt sich Abraham. Als Abraham noch in das Land Ur wohnt, mit seiner Familie, seinem Vater, seinen Brüdern, in Familie taub, ruft Gott an in 1. Mose 12, Vers 1 und 2, sagt der Herr sagt zu Abraham, verlaat dein Land, deine Lied, in dein Vater sein Haus, und go naar ein Land, dat ich dir wiesen will. Ich will von dir ein großes Volk machen, und ich will dir segnen, ich will deinen Namen weit bekannt machen, und du wirst in Segen sein. Gott wählt sich Abraham. Gott wählt seine Familie, seine Nachkommen. Dann Gott wählt sich ein Volk. In 5. Mose 7, Vers 6 sagt Gott, denkt daran, je sind als Volk den Herrn, jenen Gott gewählt. Je sind von ihm gewählt, dass je seine eine Volk sein sollen. Gott hat sich Israel gewählt, dass er sein Volk sein soll. Das wird nicht, dass Israel so viel besser wie als andere. Aber Gott hat sich da gewählt. In das Volk Israel wählt Gott einen Stamm, den Stamm von Levi. Die werden von Gott gewählt, um zu dienen auf einen besonderen Weg. In 5. Mose 18, Vers 1 und Vers 5. 5. Mose 18, Vers 1 sagt der levitische Priester, der ganze Stamm Levi
soll kein Steckloten oven in Israel. Sie sollen ganz von den Opfer in andere Goven leben, die den Herrn gegift worden. Dan vers 5. De Herr jün Gott heeft Levi in zijn nukomen vanuit alle stam gewählt, dat zij zullen immer reit zijn den Herrn te dienen. Uit de ganze Volk Israel wählt Gott einen Stamm und er sagt, die sollen nicht mal in het Land haben, die sollen nicht Dinge haben, wo ihre Zeit wird abnehmen, die sollen leben von den Gaven, was die Menschen nur Gott geben, und die sollen mir dienen. Gott will sich die. Gott will sich David ten Hort sein über sein Volk Israel. In 1. Samuel 16, in Vers 12, sagt er, der Herr sagt zu Samuel, nu steh ab en salv den an, dit is der Rechter. En Samuel neemt den Hoorn met de Öl en salvt David door an. Gott will sich David als de König te zijn über Israel, über sein Volk. Hij zei, die wordt een Hort zijn über meine Schub, über meine Herd. Hij zei, dit is wat ik mij gewählt habe. Gott will sich Menschen, Gott will sich Families, Gott will sich Stamm und Gott will sich ein Volk. Gott will sich ein von David seine Sehens zum Arm im Tempel bauen. David hat an sein Hort, er will den Herrn im Tempel bauen, aber Gott sagt, ich habe die nicht dort gewählt. Er hat an eine andere Arbeit gewählt. Aber er sagt, ein von deinen Sehens hat mich gewählt, der wird mir den Tempel bauen. In 1. Chroniker 28, Vers 6, sagt er, der Herr sagt zu mir, dein Sohn Salomo soll den Tempel und der Haus daran bauen. Den hat ich gewählt. Der wird mein Sohn sein und ich will sein Vater sein. Gott will sich den. Na, da hört sich alle sehr schein. Und vielleicht denken wir so, ich wünsche, ich wäre durchgewasst. Ich wünsche, ich wäre an so einem Platz gewasst. Ich wünsche, Gott würde dort gern von mir sein, der Herr hat sich mir gewählt. Ist das ein Verlangen? Dass Gott jünd wählen wird? Herr Gott nodig. Gott haft jünd gewählt. Er wird jünd nicht wählen, er haft jünd all gewählt. Vier Dinge, wenn wir checken, wo Gott uns gewählt hat. Erstens, Gott hat die und mich gewählt, selig zu werden. Ihr habt vielleicht mal einmal gehört, dass ich würde hier wel selig worden und ich hoffe, ich will selig worden, aber ich weiß nicht. Gott hat die gewählt, selig zu werden. Nehmt nicht mein Wort dafür. Das ist, was Gott sagt. Checkt mal ab. In 2. Thessalonicher 2, Vers 13. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Und wenn ihr die Bibel nicht mehr habt, schrift ihr das ab. Dat je dat zelfs nur sein. Horcht nur, was Gott sagt. Das Leid, was wir singen, dann horcht, der Herrland lasst ihn loden. Komm und sei. Kommt und horcht, was der Herr zu sein hat, was er an sein Wort sagt. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Das sagt so steht.
Wir müssen Gott den Tieteber danken für Jünd, unsere Brüder, die der Herr Gott ist. Gott hat Jünd von Anfang an gewählt, dass die selig waren. Hij heiligt Jünd am Geist und laat Jünd an der Wahrheit bleiben. Gott hat Jünd gewählt, dass die selig waren, sagt er. Und dass er Jünd geheiligt hat an den Geist, sodass die die Wahrheit bleiben. Sein Wort, das ist die Wahrheit. Nehmt nicht andere Menschen ihr Wort davon. Nehmt Gott bei sein Wort. Wills Gott kann nicht legen. Das sagt es unmöglich, dass Gott legen kann. Er ist die Wahrheit. Er redet nicht bloß die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und er sagt, er hat Jünd gewählt, selig zu werden. Er sagt dann, er ist nicht sehen wollen, dass irgendwer soll verloren gehen. Er hat uns gewählt, dass wir sollen selig werden. Und wir können das oft sein, wir können das zu sehen schieben. Der rechte junge Mann, der mit Jesus kam, der hat diese Frau, die wollte man echt tun, dass ich den Himmelreich offen kann. Und Jesus sieht ihm dort, was er tun könnte, den Himmelreich offen. Bis Jesus sagt, die fehlt noch ein Ding. Zum das eine Ding haben, wo man gehen, verkeilen, was du hast, dass du Arme geben, und dann kommt falsch mir nur. Das ist das eine Ding, was dann fehlt. Gott hat die und mich gewählt, dass wir sollen selig werden. Nehmen wir das an. Bleib wie dort. Er sagt, er hat uns geheiligt und sehen jetzt, sodass wir die Wahrheit bleiben. Bleiben wir sein Wort, oder bleiben wir unsere Fehlungen? Oder bleiben wir andere Menschen, die verschiedene Dinge zu uns sagen? Was bleiben wir? Bleiben wir die Wahrheit? Bleiben wir Gott sein Wort? Gott hat uns gewählt einmal, dass wir selig waren. Epheser 1, Vers 4 sagt, wie uns Eierheit Welt grundlegt, hat er uns bestimmt, in Christus seine heilige unschuldige Kinder zu sein. Gott hat es all bestimmt, Gott hat es all gewählt, uns all gewählt, Eierheit Welt grundlegt. Er hat könnt somebody else in den Platz stellen. Aber er tut nicht. Er wählt sich die. Er wählt sich mich. Hat nichts zu tun mit meinem Hintergrund. Hat nichts zu tun mit wo ich gewesen bin. Hat nichts zu tun mit was für ein Leben ich in der Vergangenheit geführt habe. Gott hat mich gewählt. Euer hat die Welt grundlegend. Krieg bestimmt, dort in dieser Zeit, ab dich nur ein von der Zeit, dass ich mich hier anstellen. Dat hat er dan al gewählt. En dit Port von der Welt, mangt diese Menschen, en der krijgt die Familie, wo er mich anstellen deed, krijgt dort wil hij. Al eier hij de Welt grundlegend deed. Das ist, was er sagt. Wünsch die nicht, dass du somebody else wirst. Wünsch die nicht, dass du zu der anderen Zeit leben deedst. Sei dankbar. Gott hat die gewählt. Und Gott hat einen besonderen Plan für die. Da werden wir wieder nicht checken, zu was er uns gewählt hat. Einmal, dass wir selig werden. Zweitens, dass wir Frucht bringen. Dass uns Leben wird ein fruchtbares Leben sein. Nicht ein ladjes, nutzloses Leben sein. Check mal noch Johannes Kapitel 15, Vers 16. Johannes Kapitel 15 und Vers 16. Ganz klar. Jesus sagt, je haben mich nicht gewählt, ich habe Jünd
Jewaelt. In euer Stalt, dat je gaan in Frucht drauen, Frucht, die door blijven wordt. Dan wordt de Vader je geven en wat je in mijn naam beden. Dat heeft niets te doen met dat wat we ons gewild hadden. Dat heeft te doen met dat hij ons gewild had. Nu dat hij ons gewild heeft, nu hebben we ook de gelegenheid aan te willen. Hadden gisteren de kaas. En de jonge man, als ik de vrouw vroeg, als hij de vrouw would nemen, als zijn ene vrouw, hij zei voor al die mensen, ja, hij had zich dat gewild. Maar dat die kaas wij nog niet sluiten, dat we nog niet vorig. Ik vroeg de vrouw ook, als zij den man would nemen, als man voor haar levenstijd. En hij zei, ja, dan dat we dat sluiten. Jezus heeft zijn woord gegeven, hij zei, ik heb die gewild. Hij heeft zijn woord al gegeven. Hast du aan zijn die woord al gegeven? Is dat verhältnis gesloten? Weißt du dat du zijn bist? Hij heeft zich die gewild. En hij heeft zich die gewild. Dat die leven zal een vruchtbaar leven zijn. Dit is niet zo wat we uit onze ene kracht nu doen en nu ons beste proeven. We kunnen niet goed doen, niet meer als we ons zelfs niet raden kunnen. We zijn ganz afhängig van Christus. Hij is die wat het aanvangt in ons, hij is die wat het vollenden deed. Hij is die A en dat O. De aanvang en dat een. En hij heeft zich die en mij gewild. Vrucht te brengen. Dat we zullen zo'n vrucht brengen wat te blijven dat. Wat voor de dingen kan je aan denken wat te blijven doen? Er zijn bloos 2 dingen in deze wereld wat te blijven doen. Wat is dan voor eeuwig gemerkt? Eerst is het woord Gottes. Dat wordt niet vergaan. Himmel en aarde worden vergaan, maar zijn woord wordt niet vergaan. En het tweede is mensen, zielen. Die heeft God voor immer gemerkt. Zo van wie willen vrucht brengen, wat er voor immer blijven dat, waar we ons moeten beschaffen met dat woord Gottes en met mensen wat er zijn een evenbeeld Gottes gemerkt. Die 2 dingen. Door bent je wie vrucht brengen. We kunnen God zijn woord in ons leven planten, buien en ons dat laten veranderen. En dat ook brengen te met andere mensen ihr leven veranderen smerken. Vrucht wordt er blijven dat. Drittens, hij heeft ons gewild zijn plaats hier aan te nemen. Zijn vertreter hier te zijn. Op Engels spreekt hij het woord ambassador. Een vertreter. Een ambassador van een land. En je bent bekend, want je bent van Mexico of waar maar hierheen getrokken. En je met papieren schaffen leiden. Zij je vielleicht naar de Mexicanische ambassador, naar de embassy in Toronto gefahren. Wil zij dat Mexico ihre regering hier vertreten. Canada heeft ihre Vertreter, ihre Ambassadors in viele verschiedene Länder. Wanneer in zo'n land niet voor de die door trouble has, die er wat veel kosten door den Vertreter doorgaan, wordt Canada ihre regering door vertreten dat en die worden die halten. Jezus zei, ik heb jullie gewild als mijn vertreter hier op aarde. Jezus voertreedt im Himmel en hij wählt zich
uns, die an ihm bleiben, die sind Geschenk han angenommen, die sein Wort han nur ihm gegeben, so als er sein Wort hat nur uns gegeben. Er hat uns gewählt als seine Vertreter hier auf Erden. 2. Korinther 5, Vers 20. Sagt so steht. Door wij sind je nu Christus seine Vertreter für diese Botschaft. So als wenn Gott selbst jünd durch uns anreden würde. So prachen wir jünd an Christus seine steht, lot jünd mit Gott versehen. Er sagt, wir sind hier nu angestellt als Christus seine Vertreter, sodass Gott durch uns dat andere Menschen anreden. So wenn du jetzt und du redest zu einem anderen Mensch von Christus, dann ist es nicht du, was du reden lässt, sondern ist es Gott, was durch dich reden lässt zu dem Mensch. Wirklich lot wir uns mit Furcht bingen und wir gehen nicht in Reden zu anderen Menschen von Christus, wie sein. Weil ich weiß, was zu dem sein. Ich habe euch der rechte Wert. Ich weiß, was zu dem sein. Wenn du ein Vertreter Christi bist, dann sagt er, dann wird Gott durch dich zu der Person reden. Wenn du ein wahrer geborener Christ bist, dann hast du doch einmal erfahren, dass somebody erst nur die kommen reden, und dort wir ganz anders, als wenn bloß gewöhnliche Vertal angehen wird. Dort ging deep am Hort. Wieso wie Gott den Mensch wird reden, wie Gott wird durch den Mensch reden. Er kann nicht ändern an so eine Erfahrungen. Wo Menschen zu mir reden, und die werden vielleicht nicht mal gewahr, wo Gott durch ihn reden. Er hat uns angestellt, seine Vertreter hier zu sein, sodass er seine Botschaft durch uns kann andere Menschen geben. Was die Engel würden natürlich getan haben. Die würden ganz willig gewesen sein, die Botschaft wieder zu drehen. Die kamen mit Frieden vom Himmel rauf, eine große Schar Engel, als Jesus geboren wird, in Mürken bekannt. Jud als der Heiland geboren. Die würden sehr willig sein, das wieder zu drehen. Aber Gott hat die in mir gewählt, nicht der Engel. Er hat die in mir gewählt, seine Vertreter sind hier auf Erden, sodass er seine Botschaft durch uns nach anderen Menschen bringt. Du weißt, das ist wichtig, dass wir willig sind, das zu tun. Die Botschaft wiederzubringen. Gott hat uns dazu gewählt. Er ist hier nicht im Fleisch, so als er kritzig wird. Nu wohnt er in das Fleisch. Mit seinem Yes. Er sagt, ich will mein Yes nicht gehen über alles Fleisch. Mein Yes, der soll bei uns sein und der soll an uns sein und an uns wandeln. Wir sind Christus seine Vertreter hier. Du hast er uns gewählt. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 26, durch 31. Wenn Sie die Bibel haben, dreht 1. Korinther 1. Fangen wir von Vers 26. Sagt er, Brüder, denkt ihr aber nur, wo dort wie aus Gott jünd gewählt, jünd wählen deed, du wir nicht, oder aus Gott jünd wählen deed, du wir nicht viel Weise, nur menschliche Maut, nicht viel Stärke, nicht viele, die in der Gesellschaft hochstünden, aber was die Welt uns, oder was die Welt aus Ansehen aussagt, wählt Gott, die Weise zu schon zu merken. Gott hat dort Schwache in dieser Welt gewählt, was stark ist, zu schon zu merken. Und was die Welt verachten dat, und für nichts hält, und was nicht
wird es, hat Gott gewählt, dort zu nichts zu merken, was in der Welt hoch steht. So kann keiner sich für Gott was anbilden. Durch dort, was Gott getan hat, sei je in Christus Jesus. Gott hat jüngst gemerkt, dort wie durch Jesus Christus in uns weis und gerecht und herrlich und gerat sind. Dort ist so als geschrieben steht, wer sich puchen will, soll sich mit seinen Herrn puchen. Darf je mit ihren Herren puchen? Weet je, wenn wir uns mit uns selbst puchen, dort ekelt Menschen. Dort dreht er auf, das ist der Jähn an. Wir sollen mit unseren Herren puchen. Dort die uns gewählt hat. Dort er uns geherrlicht hat. Dort er uns gerat hat. Gewählt hat, seilig zu werden. Gewählt hat, Frucht zu bringen. Gewählt hat, seine Vertreter hier zu sein. Ich darf mich nicht hier selbst verstehen, ja, die Menschen sein. Ich sehe hier in Christus stehen. Christus lässt die durch mich warnen. In Anbeiden. Seilig zu werden. Wir sind seine Botschafter. Jesus hat keinmal nicht gerechnet, dass das Evangelium bloß wurde an so einem Platz, als dit gepredigt worden von einem Mensch zu einer großen Gruppe Menschen. Sein Plan ist, dass das Evangelium wird gepredigt worden, Tag für Tag für Tag. Wo immer wir sind, bei unserer Arbeit, bei unserer Nachbarschaft, manchmal als Freundschaft, wenn wir als Familie kommen, wo immer. Du sollst wir von unseren Herrn puchen. Wo Gott er ist. Wo groot er ist. Wo wijs er ist. Dat hij al eier de Welt grundleiden, die in mij gewählt hat. Wie sollen selig worden? Du denken, dat Gott will seine Botschaft durch uns uitbreiden. Nu all die er noch im Diensteren sind, zodat hij ook kan zum Licht komen. Dazu hat er uns gewählt. Dreht noch in 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2. Fangen wir von Vers 9. Hört mal, was Gott sagt. Aber je sind ein uitgewähltes Volk. Den kann ich sein Priestertum zu sein, in ein heiliges Volk. Gott sein eigenes Volk. Dort die andere sein sollen, wo wundervoll der ist. Der Jüd uit dem Diensteren Rütgerat, in seine wunderbarlich Gestalt haft. Die taten einmal überhaupt nicht als ein Volk. Nu aber sei je Gott sein Volk. Je stunden in einer Zeit nicht unter der Gnade, aber nu hat je Gnade gefunden. Liebste Freund, je sind hier fremd in reisen hier bloß durch, weil's jün wirkliche Thuis im Himmel ist. Du wirst beter kühnt, holt jün frei von der bösen Last in dieser Welt, die ist nicht verjünt. Die will jüne Seil zu der Grund bringen. Seid vorsichtig, dort je jünt, man jüne unbekehrte Nubasch gescheit benehmen, so dass, wenn sie jünt auf Verdacht haben, in jünt aus Eierreich stampeln, sei doch Gott wollen loven matten für jüne gute Worten, wenn Christus kommen wird. Gott sein Willen
holt jene Regierung ihre Gesetze, of dat die Kaiser selbst ist, oder die er angeschickt hat, die zu strafen, die du recht tun, und die zu loben, dat du recht tun. Wils Gott will, dat je durch Goudet tun, die Schassels, dat Mülltoestatten sollen, die du je in ons sind, und nicht beter weiten. Je sind frei vom Gesetz, aber das meint nicht, dass je jene Freiheit brücken kann, Schlechte zu tun. Je sollen jene Freiheit brücken, Gott zu dienen. Ist das klar, was Gott uns gewählt hat? Gott hat sich uns gewählt, dass wir sollen seilig werden. Er hat uns gewählt, dass wir sollen fruchtbar sein. Er hat uns gewählt, dass wir sollen seine Vertreter hier sein. Er hat uns gewählt, dass wir sollen in Freiheit leben. Nicht gebunden und Gesetzen und Regeln und all so Dinge dort. Dort dreht Menschen auf. Wenn Menschen das sehen, wie in einem Gesetz stehen und proben alle Regeln und Gesetze durchzukommen, dann sagen Menschen, du willst kein nützlichen Port von sein. Aber wenn die sehen, dass wir frei sind, unsere Augen klar sind, uns Gesicht dachen wird, dann will ich wissen, was hast du? Wo hast du das her? Was du hast, dort würde ich auch wollen haben. Wie geht das schon zu sein, aber viele, die von diesen Christen an, sind nicht untreibend zu dem, was sie noch am düsteren leben und was sie durch das Licht sehen. Aber Gott hat uns gewählt dazu, dass wir sollen seine Vertreter sein, dass wir sollen so leben, dass Menschen wollen in Getrag kriegen durch Christus, durch uns leben, durch die gute Werke, was wir tun. Dass wir Gott tun zu ihnen. Dass wir nicht hingerannt sind nur uns selbst und für uns selbst. Dass wir das in uns Gedanken haben und in uns Wort haben, dass wir leben nicht für diese Welt, wir leben für die Nächste. Uns Lohn, was dort kommt, das brauchen wir hier haben. Wir können hier, wir wollen hier, wir dann hier Unlohn schaffen hier, wenn wir nie auch einen Lohn dafür kriegen, wenn wir nie uns noch schlecht antun oder schlecht nur denken oder schlecht von uns reden tun, dass wir durch willig sind, das Rechte zu tun, doordat wir wollen uns Lohn loten kriegen. Gott sagt, er hat sich uns gewählt. Hast du das angenommen? Einmal hast du das angenommen, was er für dich getan hat, dass du selig bist? Nicht nur die eine Feilung oder die nur eine Worte nur, aber nur Gott sein Wort nur. Hast du das angenommen? Der Briegel hat all Jahr gesagt, er hat sein Wort all gegeben. Hast du dein Wort angegeben, dass du nun ein Verhältnis mit ihm hast? Wenn du das getan hast, hast du das angenommen, dass du gewählt bist, Frucht zu bringen in dieser Welt für Christus? Oder wo ist dein Ziel am Leben? Wo strebst du nun? Ist dein Ziel, dass du was schwache Leute nie ein Haus haben, dass du was betont haben, was du retiren lässt? Ist dein Ziel, dass du was ein Schauf Geld in der Bank haben, dass du wirst kein makelig leben, wenn du retiren lässt? Ich will retiren, weil ich den letzten Odem geholt habe. Gott hat uns nicht in diese Welt gestellt, zu bleiben. Wir haben nicht in der Bleiben stehen. Wir sagen, wir sind so als Fremde hier, wir reisen hier bloß durch. Und er will haben, wir sollen ein gutes, Weg leben, ein gutes Bild sein für andere. Also wenn andere uns checken, die wollen sehen, was der Antwort ist. Der Antwort ist nicht hier oder da. Der Antwort soll an uns sein. Christus. Er ist die Antwort. Wir sind seine Vertreter hier. Er hat uns angestellt, er hat uns gewählt. Dorthin. Ist das nicht ein gerautet Verreich von Christus gewählt zu sein?
Du hast nicht gratis fertig, als von Christus gewählt zu sein. Wat krijgt de Arbeit wat doen, oder wo dat sich wat utarbeiten in dein Leben, dort ist vielleicht verschieden von wo sich als nächstes die Person ihr Leben wird utwiesen. Aber in jeder einer ist gewählt, dass wir sollen seine Vertreter sein, und er hat uns einen Platz dann gestellt, vielleicht eine Familie, in einer Umgegend, mit Menschen bekannt zu werden, wo andere vielleicht nicht die Gelegenheit haben, so als wir. Kein anderer kann die Arbeit erfüllen, was Gott dir gewählt hat. Deswegen sagt in jeder einer, was für Gott Rechenschaft aufgeben, für was getan hat, mit dort, was Gott uns anvertraut hat, wo uns zu berufen hat, wo uns zu gewählt hat. Nimmst du das an? Oder lässt du andere beschuldigen? Oder lässt du die Schuld, weil ich kann nicht so eine Go, was der Nächste hat, ich kann nicht so Gott dienen, dass der Nächste kann. Oder ich bin vielleicht begrenzt in gewisse Wege. Ich kann ich vielleicht nicht sehr gut reden. Jetzt vielleicht auch so ein Excuse als Moses steht. Wo immer Gott dich zu berufen hat, du wirst dir die Gnade zu geben, die Kraft zu geben, zum dort erfüllen. Nimm das an. Aber das muss im Glauben tun. Du kannst vielleicht nicht vorher sein, wo du das utarbeiten kannst. Nimm das an im Glauben. Kriegst du die Christus annehmen, da ist zum Selig worden. Nimm das an, dass die berufen hat, Frucht zu bringen. Sein Vertreter zu sein. In sein Deiner zu sein. Hier auf Erden. Durch das Leben. Sodass andere, was noch sehen können, werden können durch Christus kommen. Mag Gott uns helfen. Wir würden an bei sein Wort nehmen. Dass wir um sein Wort würden bleiben. Und dort annehmen, dass er uns gewählt hat. Wir werden beten. Vor dem Himmel, wir danken dir an Jesus sein Namen, der uns gewählt hat, er hat die Welt grundlegend, dass wir so selig waren. Dass du hast uns gemerkt in dein Ebenbild, du weißt nicht, dass irgendwer soll verloren gehen, aber alle sollen zu der Erkenntnis zu der Wahrheit kommen. Wir danken dir, Herr, dass du uns hast die Wahrheit gegeben und hast uns das aufgedacht. Herr, du hast uns so gewählt, dass wir sollen Frucht bringen für dich in das Leben. Frucht, was bleiben wird. Du hast uns gewählt, dass wir sollen deine Vertreter sein, sodass du kannst deine Botschaft durch uns nur die geben, was noch im Diensten sind. Du hast uns Gaben gegeben, was wir können brücken in das Leben. Andere nur die zu wissen. Herr, help uns, dass wir würden uns ganz die Hand geben, dass wir da würden bleiben und annehmen und durch ein Leben, dass du uns gewählt hast. Dankeschön, Herr, für was du getan hast und für was du noch tun wirst. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Schon free, du hast Kraft in der Blut, Kraft in der Blut. Sieg immer Sinn, hast du verdient. Ja, du hast gute Kraft in der Blut. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in der Blut, in der Blut. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft. Jesus tot Lam zijn Blut. Musst du von all deine Leidenschaft los, du hast Kraft in der Blut, Kraft in der Blut. Bereinigung von Sinn, das hat Golgatha bloß, ja, du hast gute Kraft in der Blut. Du hast Kraft, wunderbare Kraft in der Blut, in der Blut. Du hast Kraft, wunderbare Kraft, in Jesus tot Lam sein Blut.
die ons wit zijn en wit aussnij. Du hast Kraft in dat bloed, Kraft in dat bloed. Verbrennt van zinden en maakt al ding weg. Jo, du hast grote Kraft in dat bloed. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dat bloed. In dat bloed. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in Jesus tot Lamm zijn bloed. Musst du dem Heiland hier deinen so jüren, du hast Kraft in dat bloed, Kraft in dat bloed. Musst du durch danken am hier dan ook ehren, du hast grote Kraft in dat bloed. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dat bloed, in dat bloed. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft.